Frau ist ausgestiegen und hat angeklopft. Als die Mutter die Nobeldame gesehen hat sie so eine tiefe Verbeugung gemacht, dass sie fast auf die Nase geflogen ist. Und Seppli, seine Frau, hat ganz freundlich gelächelt und hat gesagt, «Excuse, könnte ich bei euch übernachten? Ich möchte nicht im Dunkeln weiterreisen. Euer Haus hier sieht so super und gemütlich aus.» Seppli, seine Mutter, hat vor Stolz einen roten Kopf bekommen und hat gestottert. Ja, aber selbstverständlich, wenn es der gnädigen Frau bei uns Nobel genug ist. Liesel, tu den Tisch auf den Teller auf den Tisch und hol mir ein Kilo Mering und eine Dotze Salami. Nein, ui, ist das eine Aufregung. Nach einer halben Stunde sind die Mutter, das Lisettl und die schöne Dame am deckten Tisch gesessen. Da ist auf einmal der Seppli reingetrampelt. Er hat den Nobelbesuch in die Backe geklopft und gesagt, «Sali, du! Oh, Salami, oh, die habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Haben wir auch ein bisschen. Kommt das aber gut. Man ist nass doch. Also ich habe die Nase putzen.» Der Mutter ist vor lauter Schrecken ein halber Herdöpfel im Hals stecken geblieben. «Seil rein, du Schmerfink! Geh in den Stall, wo du hergehörst und lass dich nicht mehr blicken!» Sie hat den Seppli am Kragen gepackt und wollte ihn zur Tür ausbuxieren. Seppli, seine Frau, aber hat geschmunzelt. «Aber nein,